Hey meine Freunde, ich habe ja eine sehr gute Weihnachten gehabt und ein sehr gutes Jahr. Wir haben eine gute Weihnachten gehabt mit Familie und Freunden auch. Und ich habe die Hand auch gehabt. In unserem letzten Video vertellen wir von einem Geschenk. Und ich vertelle Ihnen von der baste Geschenk, was wir jemals gekriegt haben. Und dort ist das Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns Jesus Christus gegeben. Und da reden wir in einem Video von. Und ich sehe Ihnen, dass hier wir noch mehr Geschenke haben. Und du wirst wir von dir und ankijken sein, was sind die anderen Geschenke noch, was wir kriegen dann, wann wir Jesus Christus haben angenommen. Aber eigentlich dort will ich Ihnen ein klein bisschen vertrauen von der von Jesus. Jesus hat auch geboren, kreuzes wie Menschen alle geboren sind. Er kam auf diese Welt ab und er war groß. Und als er gestartet wurde, dann fängt er sein Ministerium an. Als er startet wurde, dann ging er um Jordan, wo Johannes, der Täufer, wurde getroffen, und er ging dahin und er lässt sich getroffen. Und als er sich schon getroffen gelassen, und sagt, wo da beten wir, dann kam der Heilige Geist rauf auf Jesus. Und da wurde er mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und da fängt er sein Ministerium an. Er fängt dann an den Raum zu gehen, zu predigen, Menschen zu lehren. Aber er will sich feiern, er will sich 12 Männer, die an halten. 12 gewöhnliche Menschen, so wie wir auch sind. So sind die gewöhnliche Menschen. Und so werden diese 12 Männer auch bloß gewöhnliche Menschen. Und schon von denen werden Fäscher, und andere werden Tagsgeleiter, verschiedene Arbeiten haben, aber Jesus will sich da, dass sie sollen mit am Markt gehen, und er will ihnen brücken in dem Ministerium. Er will ihnen wiesen, was sie sollen tun. Und sie werden für 3,5 Jahre mit Jesus tot gewesen. Und Jesus hat alle Sachen gelehrt. Jesus hat gewesen, was sie mussten, Kranke gesund werden. Jesus hat viele verschiedene Wunder getan. Und er hat die Jünger dort gelehrt, was er alle tun muss tun. Und als Jesus ist wohl in den Himmel fahren. Als euer in den Himmel fahren, dann seht ihr zu seine Jünger noch. Seht ihr, so, nicht gut je und lehrt den Menschen alles, was er ihnen gelehrt hat. Jesus sieht nicht gut und lehrt er alles andere. Er sieht gut in der ganzen Welt und predigt das Evangelium und lehrt den Menschen, das, was er ihnen gelehrt hat. Und das wird der Jünger Luther deuten. Und von der war wir ein klein bisschen von reden, was sieht Jesus zu seinen Jüngern, euer Herr will in den Himmel fahren. Er sieht zu seinen Jüngern, dass er will in den Himmel fahren, aber ich will ihn nicht allein lassen. Ich will ihn im Tröster sein, und der wird immer bei ihm sein. Der wird ihn niemals verloren. Und ich will hier ein bisschen in der Bibel lesen. Wenn wir uns mal ein klein bisschen in Johannes Kapitel 14, in Johannes Kapitel 14, in Johannes Kapitel 16, Vers 7, da sagt Jesus das. Aber ich sage Ihnen die Wahrheit, für ihn ist das gut, dass ich weich bin, weil wenn ich nicht weich bin, kommt der Tröster nicht nach Ihnen, wenn ich übergehe, wo ich Ihnen den scheine. Hier sieht Jesus die Ernte, dass er wird ein anderer Tröster scheint. Und er sagt, für ihn ist das gut, wenn ich weich bin. Und ich werde noch in andere Übersetzungen sein, in der spanischen Bibel, da sagt er, dass erst später, er sagt zu seinen Jüngern, dass erst später für ihn, dass ich hier weich bin und dass der Heilige Geist wird kommen. Und ich habe mich wirklich gewundert. Ich habe mir gedacht, wenn ich auch zu Leuten leben, was Jesus hier beirrt wird, und dass ich würde haben können mit Arm Tag gehen und die Dinge alle beleben, was er tut. Aber weißt du was? Jesus sagt, dass erst später, wenn der Heilige Geist ist, was hier sind, als nur, was ich hier sind. Und durch haben wir uns zu freuen, dass wir können dort vertrauen, dass das von dir besser ist, als das da an wir. Und ich will hier noch ein kleines Gemeinde gucken, was Jesus zu sagen hat. Und hier so in Johannes 16, Vers 13 und 14, da sagt Jesus es das. Aber wenn der Geist, der die Wahrheit erst kommen wird, der wird ihn die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden. Er wird bloß dort reden, was er gehört hat. Und wird ihn sagen, was noch kommen soll. Er wird mich verherrlichen. Und er wird Familie nehmen und ihn dort sein und wird ihn dort deutlich mehr. Das ist, was Jesus hier sieht von den Heiligen Geist. Wenn der wird kommen, der wird ihn halten. Der wird ihn lehren, der wird ihn denken haben. Und der wird von der Familie nehmen und wird ihn dort sagen. Und dort ist gerade, was Jesus versprochen hat. Dort ist der Heilige Geist, was Jesus versprochen hat, was er wird kommen. Und weil ich hier noch ein klein bisschen sagen, was Jesus hier sagen hat in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 1 Vers vorher, in 5,
das wie groß euer Jesus in den Himmel fahren, dann sagt er zu seinen Jüngern, sagt er es das. Aus jemand antwortet, wir befohlen an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was er dort kriegen wird, was der Führer versprochen hat. Wovon seht ihr? Die mir haben reden hier, wie es Johannes deut mit Wuta, die übersagen am Empordio mit den Heiligen Geist gedeutet wurden. Das ist mir sehr interessant. Das, was Jesus hier sagen. Sie sollen in Jerusalem gehen, sie sollen nur warten, was sie würden den Heiligen Geist kriegen. Und er sagt, die sagen, getauft worden. Am Empordio sagt jemand den Heiligen Geist getauft worden. Und er sagt, Johannes der deutet da mit Wuta, aber die sagen, mit den Heiligen Geist gedeutet worden. Und dann in Vers 8, Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist, whatever hinkommen, dann wird die Kraft kriegen. Und die wollen meine Zeit sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, in über die ganze Welt. Die wollen Kraft kriegen, das wird Jesus dann sehen. Wenn der Heilige Geist whatever hinkommt, wenn die wollen getauft werden mit dem Heiligen Geist, dann will ich Kraft kriegen. Und dann will ich meine Zeit sein. Aber er sagt, wacht, gut trainen Jerusalem und wacht durch, was die das wollen kriegen. Und dann sagt er hier wieder in Vers 9, von Vers 9, was auf, das ist, wo Jesus dann in den Himmel fährt, das sagt Jesus das. Und als er das gesagt hat, dann sahen sie, dort halt Vater abgehoben wird, und eine Wolke nehmen war, dort sei er nicht mehr sein können. Und als er am herumkicken, während er in den Himmel fuhr, standen die Armen einmal 2 Männer mit weißen Kleider, das haben sehen. Die Männer von Galiläa, warum stehen hier in Kirchen im Himmel? Das Jesus, der von Jünd im Himmel genommen wird, wird Kreuze kommen aus hier haben seinen Himmel vor. Das ist, was hier passiert. Jesus, er fuhr in den Himmel. Das sagt er, er wird in den Himmel genommen, er in Wolken und die Jünger, die stunden in Kirchen in den Himmel, wundern sich. Und dann kommen ein paar Männer, ich glaube, ein paar Engel, die kommen und sehen, das Jesus, der wird Kreuze kommen aus hier und haben seinen Himmel vor. Und dann gehen diese Jünger trainen, dann gehen die Trainer in Jerusalem, naar den Aposento Alto und du warten die. Weil Jesus hat dort gesagt, sie sollen tragen in Jerusalem und sie sollen dort warten, dort sie würden die Taufe mit den Heiligen Geist kriegen. Und sie werden dort hier, die auch werden, das ist Gänger dort taufen. Sie werden 120 Menschen, den Pfingsten, aus der Heiligen Geist kommen da. Dort fingen wir in Apostelgeschichte, 2 Vers 4, du sagst es, dass sie worden alle mit den Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, durch aus der Geist an und mählich. Das ist, was passiert wird. Sie worden alle mit den Heiligen Geist gefällt. Jesus hat ihnen dort gesagt, sie sollen warten. Und ich will hier ein bisschen was tun. In den vielen Videos ich will das Geschenk mit Jesus vergleichen. Und warum sagen, das Geschenk ist Jesus? Aber er sagte seine Jünger dort, es besser für ihn, wenn ich wegfahren da, als wenn ich geblieben da, wenn der Heilige Geist wird kommen, der wird ihn Kraft geben. Also, Jesus, der hat uns nach meiner Geschenke gegeben. Wenn wir Jesus haben angenommen, dann haben wir, dann ist das noch das Geschenk da. Nun wollen wir das Jesus das da. Nun habe ich das Geschenk hier, und Jesus heißt noch im Himmel gefahren. Jesus ist nicht in den Himmel gefahren und nun hat er hier noch ein Geschenk gelobt. Und das Geschenk, weil ich von dir mit den Heiligen Geist vergleiche. Kriegt es einmal ein anderes Geschenk, oder Jesus ist. Weil wenn wir Jesus haben angenommen, dann haben wir den Heiligen Geist gekriegt. Wenn der Heilige Geist wird mit, und Jesus sagte seine Jünger, euer in den Himmel fahren, dann sagt er, der Heilige Geist ist in Jüd. Die haben den Heiligen Geist. Wo meint er danach die Taufe? Sie sollen noch warten, bis sie mit den Heiligen Geist getauft werden. Weil die nicht alles von der ist das verglichen, wenn wir das Geschenk oben haben, dort ist die Taufe mit den Heiligen Geist. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist wird immer hinkommen, dann wird die Kraft kriegen. Und die werden meine Zeit sein. Was passieren Leute, als die Jünger diese Taufe mit den Heiligen Geist gekriegt haben, sie fangen Fuß an zu predigen. Vorher, sie hatten Angst, sie haben sich beschlugen, sie haben deren Tür geschlugen, und sie will sich nicht mal rühren, weil sie hatten Angst vor den Juden, sie hatten Angst vor den Römern, die Jesus gekriegt sich hatten, alle, sie hatten Angst.
Aber nu werden sie mit den Heiligen Geist getauft, das ist das hier in der Apostelgeschichte sagen, der Heilige Geist kommt immer in. Und sie fangen an in Zungen zu reden, sie fangen an zu predigen, und die Menschen, die waren, in der ganzen Jerusalem waren das an. In Jerusalem wird den Tag ein großer Fiesta. Der Himmelfahrt, das wir einmal ein großer, oder nicht Himmelfahrt, ich meine Pfingsten, wir ein großer Helgetag für die Juden, so viele Juden können haben. Wir haben Tausende, Millionen Menschen in Jerusalem zu der Zeit. Und die Hirten dort, das alles Wort ging da an, wenn das sagt, das riecht aus der Heilige Geist kommt. Und dann kommt der alle Tag, und diese Menschen, die predigen durch, und sie können alle in Ehre sprechen hier. Und da ist das alle so erfahren, ich wurde jetzt hier an, und du fängst an Wunder zu passieren, Kranke werden geheilt und alle diese Dinge. Und dann sind die Menschen neugierig und fragen, so was geht hier an? Und Petrus sagt, das ist, was der Prophet Joel prophezeit hat, was in der letzten Zeit wird passieren. Und Petrus sagt den Menschen, er sagt, das ist eine Prophezeiung und das ist für jene Kinder und für die, die nach weit auf sind. Also all diese Wunder, was hier dann passieren, Leute, in der Apostelgeschichte, die werden dann für die Menschen, die dann werden, und für ihre Kinder, und die, die nach weit auf werden. Wir werden tatsächlich nach weit auf, von der ist das für uns. Und das ist für unsere Kinder, und das ist für die, die nach Luther kommen. Das hat kein Eng. Solange Jesus nicht was wahrer kommt, hat das kein Eng, und wir können von der noch mit den Heiligen Geist getauft werden. Wir können von der dasselbe Wunder beleben, was die Apostel dann deuten, wenn der Petrus sagt, dann auch dort ist für uns auch. Und wir wollen von der das Geschenk aufmerken. Weil ich will das vergleichen mit dem Geschenk aufmerken, weil ich das von der vergleichen mit der Taufe mit dem Heiligen Geist. Alle Christen haben den Heiligen Geist gekriegt, wenn ohne den Heiligen Geist als dort allmählich wahrer geboren wurden. Und wenn wir Jesus angenommen, dann haben wir den Heiligen Geist gekriegt, aber weißt du was? Wenn wir nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist kriegen, dann ist es so, als wir haben das Geschenk gekriegt, aber wir haben es nicht aufgemerkt. Und mir wird es sehr interessant, als ich wir al 15 Jahre in Christ, und mal angefangen an zu studieren von der Taufe von den Heiligen Geist, und einen Tag belebe ich dort. Und als ich dort beleben habe, als ich das Geschenk aufmerken habe, als ich einmal weiß, was das wird, was hier dran wird. Wow, das wird für mich eine große Surprise. Weißt du was? Meine Freunde, ich will dir das sagen, als ich die Taufe mit den Heiligen Geist beleben habe, als ich die Erfahrung habe, dass wir, ich glaube, eine gerade Erfahrung, als dann, als ich das Geschenk nehme, dass ich wahrer geboren werde. Das ist sehr interessant, wie das schaffen wird, aber wie kann diese Experience haben, wie kann die Experience haben mit der Taufe, mit den Heiligen Geist, und du gehst die Üben und die kann jemand immer sagen, was wie den Heiligen Geist nach alles kann haben. Und je wird es sein kann, dass hier so das Geschenk, das andere Geschenk, was ich gehört habe, das redet von Leuten. Gott wird die Welt so gut, dass er seinen einzelnen Sehen gibt, dass wir Leute, das erste Geschenk, dass wir Leute, kann ich sagen, hier so, ab diesem Geschenk, hier sind Toolsbogen, hier sind Herramientas, hier ist ein Hummerbogen, hier ist ein Pinsel zum Formen, hier ist ein scharfes Maßer, hier ist ein Mutbund, und hier ist ein Svein, hier sind verschiedenste Tools hier aufgehoben. Weißt du, mein Freund, das kriegt, was der Heilige Geist uns geben hat. Wenn wir das Geschenk aufmerken, dann gibt er uns Tools, dann gibt er uns Herramientas zum Schaffen, zum dort tun, wo Jesus uns berufen hat. Der Heilige Geist, der gibt uns alle Guven, was wir brauchen, zum Schaffen. Viele Menschen merken diese Dosen nicht auf, die merken diesen Regal nicht auf. Und weißt du was, ich will hier ein Ding sagen, was mir sehr wertvoll ist, als ich studieren will. All diese Tools, was hier bein sind, was hier auf das Geschenk berufen sind, die sind nicht für kleine Kinder. Wenn wir wahrer geboren sind, wenn wir Jesus haben angenommen, dann sind wir gut so, wenn wir geboren sind, wir sind kleine Kinder. Wir würden never kleine Kinder ein Maßer geben, scharfes Maßer oder Dinge, die gefährlich sind. Weißt du was? Das kriegst du, was der Heilige Geist auch tut. Wir müssen erst wahrer geboren werden, wir müssen erst ein bisschen wissen, und dann kriegen wir diese Dose von Herramienta, und dann können wir sagen, was ist hier? Und das kriegt, was ich nicht will tun. Ich will hier nicht angucken, sagen, was sind das für Geschenke, was der Heilige Geist uns geben. Und hier ist das erste Geschenk, was ich hier so finde, das sage ich hier, das sind Guven, was der Heilige Geist geben hat.
En deze goeven die vinden we in 1. Korinther Kapitel 12. Door schrift Paulus en hij zegt, ik wil je niet een aanklager lopen over de geestliche goeven. En in dat Kapitel, 1. Korinther Kapitel 12, doet hij weer lezen, wat er alles voor goeven zijn, wat de Heilige Geest ons gegeven heeft. Oder wie kunnen ook zeggen, wat van de Arameen Testament zijn. Ik had het eerste wat ik hier uitgenomen, dat is van heilung. De Heilige Geest, die geeft de mensen, soms van die geeft de goef om heilen. Dat is wat de Bibel zegt. En Jezus zei dat ook al, als Jezus zijn Jünger leren heeft, de Jünger de zalen waar Jezus den Menschen heilt, en dan zegt Jezus te eind. Weet je wat er wordt uittekenen, wat die Leute doen? Die worden de kranken de hängen bleiben, en die worden gezond worden. Dat is wat Jezus de leren heeft. En Jezus schickt deze sogar een dag uit en zegt, goed, dat bij zijn geesten getrieben, dat Daut abwerken, dat de kranken heilen en al deze dingen. En zij gingen uit en zij deuten dat. Wegen Jezus wordt hij dat geleerd. Aber nu dat de Heilige Geest nach Guben geben, und du hast diese Guben von Heulen. Hier dann schaut hier verschiedene Geschenke bei. Aber ich will hier mal rücknehmen. Das nächste, das ist die Gube von der Weisheit reden. Weet je, dat is ook een zeer wichtige Gube. Diese Gube von Weisheit, uns fehlen so Menschen, die die Weisheit haben. Einmal fehlt uns Ruhe zu geben, ein eigenes Wort. En dan is het zeer goed, wanneer we zo'n mens waren, wat de wijsheid heeft. Want we kunnen ons roet geven van wijsheid. En hier zijn er zo veel goeden bij, geschenken bij. En dat andere dat is profetisch. Profetische reden. De Heilige Geest heeft de mensen nog goeden geven. En dat is een profetie. Dat is zeer wichtig. De profeten zijn van de eerste dag nog krijgt zo wichtig als de hier zijn maar weer. Geest dat onderscheiden. Dat is ook nog goed wat de Heilige Geest geven heeft. We kunnen Geest dat onderscheiden. En tongenreden. Dat is voor viele mensen zeer vragen, maar dat is een zeer goede element, dat we in de Bibel dat zeggen, en er steht, wie weten nicht mal so reich, wo wir beten sollen, aber der Heilige Geest, der betet für uns, en dat is krijgt men weer in tongen reden doen, en in tongen beten doen. Dan deed de Heilige Geest durch ons beten. Dat is wunderbar, wo dat alles schaffen deed. Hier zijn veel Geschenke bij. Glauben. De Heilige Geest heeft ook Glauben gegeven. Dat is zeer wichtig dat we Glauben hebben. Wenn durch den Glauben wo wir geraten. Dat is allmählich Gott hier vor, man wir nicht Glauben haben, sagt die Bibel. Das sind Gaben, was der Heilige Geist gegeben hat, aber heute hat er noch Ministerius. Der Heilige Geist hat auch noch Ministerius gegeben. Und dort ist von diesen Propheten, er hat den Menschen Gaben zum Propheten sein, das Ministerium von Propheten, und diesen Apostel, und was ist ein Apostel, was ist ein Lehrer, und du sagst so viele Gaben, was der Heilige Geist gegeben hat. Und das ist sehr wichtig, dort wir diesen Bart zunehmen, dort wir den Heiligen Geist, dort wir die Taufe mit den Heiligen Geist kriegen, und dort wir all diese Tools, was wir brauchen, und dort wir durch können rühren. Und Paulus der sagt, wir sollen nur sehen, wir sollen nur die geistliche Gaben sehen. Und du nennst du nach Frucht. Du hast nach Frucht von den Heiligen Geist. Fried, geduldig sein, gottgesonnen sein, selbstbeherrschen. All diese Dinge, die können wir noch haben. Das ist noch alles Frucht, was wir können haben, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und was Jesus sagt, er sagt zu den Menschen dort, als Jesus hier nachher beirrt wird, dann sagt er, je als Führer, die sind schlechte Führer, die wollten die nicht hin, nach gute Dinge zu geben. Wofür mehr wird der himmlische Führer durch den Heiligen Geist geben, wird am du eine Frauen da. Weißt du, mein Freund, ich will dir das von dir sagen, du kannst diese Gaben haben. Wie kann den Heiligen Geist nach Frauen noch eines Gaben geben? Wenn du Dinge sagst, was dich interessieren, dann, du wirst wollen erst noch Gaben haben, du hast die Freiheit, Gott, du noch zu Frauen, du hast die Freiheit, den Heiligen Geist, du noch zu Frauen, dass du wirst die Gaben kriegen, was dich interessieren nicht. Weil wenn wir die Dinge tun, die Gaben, was wir haben, wenn wir die brauchen, dann geht uns das schein. Wenn wir mal Dinge tun, wo wir nicht die Gaben haben, dann geht das nicht schein. Aber wenn wir die Dinge tun, wo wir die Gaben haben, dann können wir die mit Frieden tun. Ich wünsche dir bloß, ich will die Mutter sprechen, mein Freund.
Wenn du hast Jesus angenommen, dann hast du das Geschenk abgekriegt von den Heiligen Geist. Und ich will die Mutter sprechen. Merk das Geschenk mal auf. Frau den Heiligen Geist mal, was sind meine Gaben? Was wir haben, was ich soll tun? Frau den Heiligen Geist mal, und der wird gewiesen. Wenn Jesus sagt, wenn der Heilige Geist wird kommen, der wird ihn wiesen. Der wird ihn denken haben, der wird ihn lehren. Das ist so wie das ans Video von der ist. Aber ich will die Mutter sprechen. Frau Jesus, als hij die Wort mit den Heiligen Geist getroffen, als hij die Wort die Übung mehr an die sein kost, wird alles hier behandelt. Weil wenn wir mehr von all diese Dinge wollen, dann merkt die Bibel auf und fangen an zu studieren. In 1. Korinther Kapitel 12, du hast dort von den geistlichen Gaben, dort Kapitel mal studieren, und für den Heiligen Geist, wohnen von allen Gaben, du sind noch viel mehr, als was da abgeschrieben sind, aber für den Heiligen Geist mal, was hast du für eine Gabe für mich? Dann sehen wir uns in dem nächsten Video.